Ciao, ihr wunderschönen Menschen, willkommen. Seit Jahrzehnten, gefühlten Jahrzehnten, geht's mal wieder hoch her hier auf dem Channel. Und es geht mit Videos weiter. Wie es hier dann tatsächlich weitergeht, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Schaut also alles an. Haha. Ja. Es geht heute um Millionäre und um Star Wars und um Battlefield und um ganz viele andere tolle Sachen. Und wir fangen doch gleich mal mit dem ersten Thema an. Es geht natürlich um Millionäre, um was denn sonst, ja? Blend mich nicht, Arschloch. Heute hat ein Professor gesagt, wenn man sich bestechen lässt, das ist ganz wichtig, dann sollte man doch eine möglichst hohe Summe rausbekommen sozusagen oder erpresst werden. Ja, Bestechung trifft es eher. Wenn man bestecht wird und Bestechungsgeld annimmt, dann sollte man möglichst viel rausbekommen, weil man, wenn man nur 1 oder 2 Millionen bekommt, das reicht ja nicht. Also der betuchte Professor von heute, der will natürlich seine 50 Millionen, denke ich mir. Und natürlich auch jeder andere ist mit einer läppischen Million, da stehe ich ja nicht mal auf, da verkaufe ich ja nicht mal Firmengeheimnisse auf Facebook. Also das ist ja mal eine Lappalie und deswegen müssten da schon 50 Millionen drin sein mindestens. Und ich habe da nichts dagegen, gegen diese Argumentation, ich bin da auch voll dafür. Aber dann meinte eine Kommilitonin, ja, also wenn sie dann so viel Geld hätte, dann müsste sie ja gar nicht mehr arbeiten, ne? Und dann hätte sie ja nichts mehr zu tun in ihrem Leben. Und dann kam raus, dass sie wahrscheinlich ein Roboter ist, weil sie sowas gesagt hat. Ja, das ist, denke ich, die einzige Erklärung, warum sie sowas gesagt hat, weil man kann ja sowas eigentlich als normaler Mensch sozusagen nicht sagen. Stellt euch mal vor, ihr bekommt 50 Millionen, einfach so, und müsstet nicht mehr arbeiten. Wir vergessen mal kurz die Sache, dass ihr eure Firma verraten müsstet, bei der ihr seit kurzem oder langem, egal, arbeitet. Völlig egal. Ihr bekommt 50 Millionen. Einfach so. Spontan. Würdet ihr da nicht auch, ach nö, lass mal stecken, sagen und dann weiterarbeiten und ganz viel Spaß haben mit den ganzen Arbeitskollegen, die ihr nicht mögt? Das wäre doch was, oder? Ja. Scheiße, das Ende, das Match zu Ende. Einfach mal nicht mehr arbeiten, auf Arbeit, auf Schule, Studium, alles mögliche, Kindergarten, einfach mal drauf scheißen und sein Leben genießen. Oder ist es denn wirklich so, dass man sagt, nö, also ich wüsste eigentlich nicht, was ich jetzt machen sollte mit meinem wertvollen Leben, das ich dem ewigen Arbeiten opfern wollte. Was würdet ihr machen? Was würde euch in den Sinn kommen, wenn ihr denkt, ich wäre jetzt 50-facher Millionär? Würdet ihr da sagen, nee. Oder, ja natürlich, gib her, überweis das. Also, bitte noch gestern, ja. Was würdet ihr wirklich machen? Überlegt euch das mal. Wäre das Leben dann wirklich sinnlos, weil die ganzen Sachen, die man macht, Arbeit, Schule, Ausbildung und so weiter, das ist schon was einen sozusagen beschäftigt. Ich habe das erlebt ein halbes Jahr, da hatte ich mein Abi gemacht und dann war das zu Ende und dann musste ich halt sozusagen warten und ich war halt zu faul, irgendwas anderes zu machen, weil ich dann ein Studium angefangen habe. Ich fauler Hund. Okay. Teams are balanced now. Gut. Natürlich, ich war im anderen Team alleine und dann mussten sie mich rüberschicken. Ich wusste nicht mehr, wie ich schieß. Und ich habe halt da auch nichts gemacht. Ich habe den ganzen Tag irgendwas gespielt, irgendwas gelesen, irgendwas angeschaut, keine Ahnung, Dragon Ball oder One Piece oder keine Ahnung. Und es war chillig. Es war super chillig. Davon träumt man eigentlich die ganze Zeit. Aber wenn es dann mal wirklich soweit ist und man ist länger in dieser Situation, dann hat man ja nicht wirklich was zu machen. Also, es gehen einem die Sachen aus, oder? Ihr habt bestimmt eure Liste schon geschrieben, was ihr denn mit 50 Millionen machen würdet. Würdet ihr weiterarbeiten? Würdet ihr das verschenken? Oder keine Ahnung. Ich würde ja ganz zufällig alle Spiele spielen, die ich habe.
alle Spiele spielen, die ich schon mal gespielt habe. Ich würde Witcher 3 40 Mal durchspielen, wegen den 40 Enden, weil ich ja so viel Zeit habe, weil ich nicht mehr meine Zeit aufgeben muss, damit ich Geld verdiene, weil das brauche ich ja nicht mehr. Bridge! Ich habe dann keine Opportunitätskosten, weil ich mich nicht entscheiden muss, ob ich entweder lerne oder arbeite oder Scheißdreck. Ich würde alle Spiele spielen, die ich habe. Das sind ein paar. 100. Ich würde alle Comics lesen. Batman, Superman, Spider-Man, die ganz alten. Oh, also daran zu denken ist ja schon toll. Daran zu denken reicht mir ja schon. Oh, that double kill. Und einfach alle möglichen Sachen, Mangas lesen, Animes anschauen, alle tausende, Milliarden Sachen, die es gibt. Es gäbe schon was zu tun. Und bis das mal vorbei ist, bis man keine Animes mehr hat, keine Spiele, keine Filme, keine Bücher, alles Mögliche, bis man, weiß ich nicht, keinen Sport mehr braucht, aber das geht ja eh nicht. Also es gäbe schon viel zu machen. Und wenn man eben sozusagen mit Arbeit, Ausbildung, irgendwas beschäftigt ist, dann wird man nicht alles Mögliche machen können im Leben, weil halt einfach die Zeit fehlt. Ich würde gern viel mehr, weiß ich nicht, Gitarre, Keyboard, Schlagzeug, alles spielen, damit ich es besser kann. Ich würde gern mehr lesen, ich würde gern mehr zocken, ich würde gern mehr alles machen einfach. Aber mir fehlt die Zeit. Mit mehr Geld könnte man das machen. Aber macht das auch glücklich? Wenn man dann, ja, ist ja egal, ob ich jetzt lese oder nicht. Oder, keine Ahnung, dem im Kopf schießt, eine Stunde lang oder so. Was ist eure Meinung? Also, wie lange würde das glücklich machen? Würde das jetzt so für immer, wäre das saugeil? Oder was denkt ihr darüber? Das würde mich schon interessieren, weil da die eine meinte eben, nö, das wäre nichts für sie, weil dann hat sie ja nichts mehr zu machen. Oder nichts mehr zu erreichen. Vielleicht ist es dann auch bisschen, weiß ich nicht, demotivierend, wenn du musst nichts mehr machen, du weißt, du kannst auf der faulen Haut liegen, ja, und das ist dann okay. Naja gut, dann ist es halt so. Dann könnte man sich auch gehen lassen, oder man könnte Sport machen Vormittag, dann isst man was Gesundes, dann geht man in die Bibliothek und liest mal 20 Bücher und kauft die Bibliothek, dann geht man nach Hause und zockt Witcher 4 nochmal. Witcher 3, 4-mal durch nochmal. Das wäre doch was eigentlich, also ich würde mal eure Meinung wissen, weil es heute eben dieses Gespräch gab da. Es war sehr interessant. Der Professor meinte dann, man müsste schon dann auf einer einsamen Insel leben oder irgendwo in einer nicht einsamen Insel und dann das Leben genießen. Ja, also, weil so ein Professor, das ist schon, der ist mit 2 Millionen nicht zufrieden, hat er gesagt. 2 Millionen reichen ihm dann nicht, die sind ja gleich weg. Und wenn du das Geld annimmst, dann arbeitest, dann nimmt dich ja keiner mehr, weil ja jeder weiß, dass du ein Arschloch bist. Und dann musst du schon ein reiches Arschloch sein. Ja, das war ein nice kühl. Oh. Ja. So viel zur heutigen Kommentarfrage des Tages. Habe ich gerade erfunden, ne? Und ich spiele hier natürlich Battlefield 3. Nicht, weil es das Beste ist. Oder vielleicht auch doch. Sondern weil Battlefield 4 gerade am Runterladen ist. Irgendein Kack-Update. Und weil ich Battlefield Hardline nicht habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob sich das lohnt. Was ist eure Meinung? Battlefield Hardline, kaufen, nicht kaufen? Ich habe nicht wirklich gute Sachen gelesen. Und es ist für mich einfach immer noch ein Battlefield 4 DLC, für das EA Geld verlangt. Ja, EA, die gute Firma, die alles richtig macht. Oh, Double Kill. Macht halt dann doch mal manchmal Fehler, wie zum Beispiel, ja, Battlefield Hardline als komplettes Vollpreisspiel rausgeben und noch ganz andere super lustige Sachen. Oder das neue Star Wars Spiel, das jetzt Oktober oder irgendwann rauskommt. Das ist ja auch super, da war ja der Hype, der war ja riesengroß. Und dann war es halt dann doch so, dass es anscheinend heißt, ja, also Kampagne gibt's hier nicht, ne? Also, es gibt Koop, aber Kampagne? Nee, das kostet ja was. Also, da müssten wir uns ja was einfallen lassen für den Plot. Nee, das machen wir nicht. Das wird gestrichen. Wir machen Star Wars Online mit Laserschwertern werfen.
Das wäre okay, ja. Das kostet nicht so viel und es spielt eh jeder nur den Multiplayer-Modus. Und da war anfangs auch der Hype riesengroß. Da haben sie gesagt, boah, das wird so geil. Und dann haben sie gesagt, ja, Mensch, hier, Kampagne weg, das weg, das brauchen wir auch nicht mehr. Die ganzen lustigen Sachen gehen einfach weg, die jeder Spieler will, die brauchen wir nicht. Ja, wir brauchen die Sachen, die niemand will, ja, weil wir sind die Einzigen, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Es hat sonst niemand, dass wir die Kunden so vergraulen. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin EA, ja, da muss ich mal schauen, was da, wenn es draußen ist. Da mache ich mir noch keine große Hoffnung, weil die Screenshots schauen saugeil aus. Schaut euch die mal an vor dem neuen Star Wars Video Game. Aber ja, ich denke nicht, dass das wirklich alles so glänzt, wie alle sagen, dass es so glänzt. Oder wie EA sagt, dass es glänzen wird. Ich denke, jedes DLC wird 20 Euro kosten. Ja, so ein Lichtschwert leuchtet blau DLC. Bitch. Keine Ahnung, Lichtschwert leuchtet nicht mehr blau DLC. Das kostet dann 21 Euro. Ja. Und solche Sachen halt. Die kennen wir ja von EA. Dagegen Witcher 3. 40 Endner bekommt 16 kostenlose DLCs. Es sind kleinere DLCs, aber man könnte dafür auch Geld verlangen. Aber CD Projekt Red tut das nicht, denn das ist eine ziemlich coole Organisation, die Spiele herstellt, also Spieleentwickler. Die gefallen mir sehr gut. Witcher 2 war schon saugeil, echt nice, und Witcher 3 wird bestimmt saugeil. Ich habe da zwar auch ein bisschen Hype, aber ich traue denen einfach mehr zu. Und weil nicht wirklich Witcher 3, ich finde das ganze Genre unglaublich toll. Vielleicht bin ich auch deswegen ein bisschen zu gehypt, aber es wird toll, egal was es wird. Auch wenn es kann nicht schlecht werden. Witcher 3 wird nicht schlecht. Ende, ja. Punkt. So, wir haben Witcher 3, wir haben Battlefield Hardline, wir haben Star Wars. Und jetzt geht's noch weiter. Wie es weitergeht mit dem Channel, da muss ich kurz eine Denkpause einlegen. Ja, kurzes Atmen einstellen, damit ich die Taste R auf der Tastatur finde. Wie geht's weiter mit dem Channel? Das ist das 3. Video seit der kleinen Winterpause, die bis in den Frühling reinreichte. Ja, geht. Ich habe wieder super viel Lust am Videos machen und mehr Zeit. Ich komme jetzt mehr klar mit dem neuen Semester. Hab mich da eingelebt. Die ersten 5 Wochen waren ein bisschen stressig. Ja. Wird bestimmt cool. Ja, mal schauen, wie das weitergeht mit uns beiden. Mir und YouTube und euch. Mir macht super viel Spaß, Videos zu machen. Ich hätte auch liebend gern mit einer Facecam wieder angefangen heute, aber mein Zimmer schaut so beschissen durcheinander aus, dass da räume ich mal lieber auf. Und das dauert dann eine Woche. Ja, und dann kann man mal reden mit einer Facecam. Es ist so viel cooler mit einer Facecam. Man sieht den Menschen, der hinter den Videos ist. Es ist eine ganz andere Beziehung, finde ich. Das gefällt mir einfach mehr. Ich schaue auch lieber Videos mit Facecam an. Jacksepticeye, Funhouse, alles mögliche. Ganz tolle Sachen. Ja gut, das war's. Ja, ich habe gewonnen. Bin Erster. Würde mich auch gerne über Feedback freuen von den GTA-Videos oder auch von diesem Video hier. Alles mögliche. Feedback ist super. Und ja, das nächste Video kommt bestimmt. Und Livestreams wird es auch wieder geben. Folgt dafür am besten auf Facebook. Da ist alles dann ganz ziemlich aktuell. Jeden Tag auch das neueste Video. Lustige Bilder und alles mögliche kennt man ja. Bis zum nächsten Mal. Bleibt so schön und tschüss. Fatality. Nein, ich habe mir gerade eine Rüstung gekauft, du Arsch. Ah, die hält aber nix aus. Ich hab getroffen!